Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Der Wochenrückblick. Was ist das wieder für eine Woche gewesen? Der Ueli Maurer ist zum Bundespräsident gewählt worden. Diese Woche. Er repräsentiert die Schweiz im 2013. Nationalrat und Parteikollege Christoph Mörgeli, das freut Sie, oder? Ja, absolut. Das Glanzresultat, das Spitzenresultat, gell Sie? Der Ueli hat 2012 alle Wahlen zum Bundespräsident gewonnen. Er ist der Erste, der in diesem Jahr zum Bundespräsident gewählt worden ist. Und 148 Stimmen. So viel hat seit 2011 niemand mehr erreicht. Verstehen Sie? Herzliche Gratulation, Ueli! Und als Bundespräsident ist der Ueli Maurer im nächsten Jahr dann die Visitenkarte von der Eidgenossenschaft draussen in der grossen Welt. Es gibt Leute, die das auch beurteilen können, wie sie Ähnliches machen. Der Globetrotter und Musiker Stefan Eicher zum Beispiel, sie sind ja immer unterwegs. Ja, als ich die Nachricht vom neuen Primus Inter Pares gehört habe, hat es mich geschudert. Es ist mir kalt den Rücken runtergelaufen. Der Ueli ist das Gegenteil von Weltaffen, der Antichrist für Kosmopoliten. Er ist simpel, sein Auftritt ist einfach, er trägt seine Wollenschau wie ein Bünzli und schwingt ihn nicht lässig um ein Haus. Seine Haare sind kurz und er ist der langen Diplomatik nicht gewachsen. Je n'aime pas d'amis comme ça, grusig. Mit wenigen Ausnahmen haben aber Ueli Maurer sonst also fast alle zu dieser Wahl gratuliert. Roger Federer, Sie treffen jetzt den Bundespräsident vielleicht bald mal in einer Ehrenloge Ja an. gut, absolut. Ja, ich kenne das Gefühl natürlich, wenn man ganz oben ist. Gratuliere Ueli Maurer ganz herzlich und würde gerne mal mit ihm mit einem Glas Moe anstoßen, oder mit ihm einen Kaffee aus einer Juramaschine genießen oder mich mit ihm über strukturierte Produkte von CS unterhalten, oder? Ich könnte ihm auch mit Gillette rasieren oder ihm eigentlich gratis ab meiner Rolex Zeit ansagen, oder? Sehr grosszügig, danke vielmals, Roger Federer. Wechseln wir das Thema. Die Woche hat die SBB für Schlagzeilen und für rote Köpfe gesorgt. Bei den Pendlergrundzügen sind überfüllt. Jetzt will die SBB Preiserhöhung und Preiserhöhung einführen und droht auch noch, dass es auf der Perron-Einstiegslinie soll geben, um ein bisschen Ordnung zu schaffen im Gedränge. Roger Federer, dürfte Sie nicht gross kratzen. Sie leistet sich ja sowieso einen Chauffeur. Ja gut, klar, aber wir ärgern jetzt, oder? Unterdessen schlägt die SBB im Jahr mehr auf als ich, oder? Schaut zusammen, da ist der Blick am Morgen. Der SBB könnte bei mir lernen. Ich verkehre regelmäßig, komme immer pünktlich, die Weiber stehen Schlangen und eine Einsteigerlinie gibt es Backstage auch noch gratis. Der einzige Unterschied zur SBB ist, dass ein Ride auf dem Blick Express für Bitches free ist. Danke vielmals, Blick. Hauptsache Sie haben gute Schienen, oder? Oh, sorry, kannst du das aufzeichnen? Das verstehe ich jetzt nicht. Lassen wir's. S-Bahnen sind das Sorgenkind von der SBB, weil extrem überfüllt. Man fragt sich, kann man sich überhaupt noch zumuten, S-Bahn zu fahren? Die Frage geht an Stilfachmann von DRS 3, Jeroen van Rooyen. Ja, die Frage ist sehr abgebracht. Ich würde halt eine Nummer grösser denken. Think big. Statt nur S-Bahnen sollte sich die SBB mal überlegen, M-Bahnen, L-Bahnen oder vielleicht sogar XXL-Bahnen einzuführen. Ist zwar nicht schön, dafür praktisch. Ja, bei all diesen Schlagzeilen braucht die SBB vermutlich bald wieder eine clevere Image-Kampagne, um ihren Ruf wiederherzustellen. Und zu einer Image-Kampagne braucht sie auch immer einen Song. Ja, alle zusammen, jetzt endlich ich mal, das ist der Baschi. Wie gesagt, ich arbeite schon an einem neuen Pendlersong, oder wo den Leuten in den überfüllten S-Bahnen soll Mut machen. Komm, bringen hei zu mir. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.